Die Piratinnen sind besiegt! Ein Hoch an die Zoras! Willkommen zurück hier zu Majora's Mask 3D. Ja, am letzten Mal haben wir viel erreicht, vorhin wieder mal, kann man durchaus so sagen. Und, tja, jetzt mal gucken, was jetzt hier genau abgeht. Weil wir sollen den Zora-Eier holen und dann zu ihm bringen. Oh, da bist du gekommen bist. Warte, ich habe auf dich. Wo die Eier sind? 7er Zahlen sind. Rasch, nur ins Aquarium sie legen. Ei, Meister Yoda. Meister Jodel wohl eher. Oder Meister Trottel. Hallo? Aha. Ich hatte gerade Weg, ihr wollt gerade den Fanghaken hinaus und plötzlich merke ich, geht ja gar nicht. Okay, ich hoffe, das klappt doch wirklich gut. Ich habe abgespeichert von dem her. So, mal gucken. Blub. Nummer 1. Natürlich voll durchs Gitter hindurch. Und ich höre die Uhr gerade, es ist gerade Nacht. Und deswegen will man sagen, die restlichen Eier holen wir echt erst im nächsten Tag. Sonst wird das echt knapp, hey. Was kann man denn am ersten Tag noch machen? Außer natürlich die alte Dame retten um 12 Uhr. Aber ich glaube, ich versuche die Quest in der Milchbar noch. Wie gesagt, wir haben ja jetzt alle Verwandlungsmassen, die wir brauchen. Wir haben, glaube ich, auch die Maske, die es noch braucht dazu. Ich glaube zumindest. Okay, 4 sind's. Schon mal cool. So, was jetzt? Ein Problem, das ist nicht. Schlüpfen werden Zora-Eier, bevor wir zusammen sind. Alle Eier, die gezeugt worden sind, gleichzeitig. Diese Zoras, was sie bloß, wo sie bloß sind. Die Frage stelle ich mir auch, das sagen wir fast schon mein Standard-Equipment wieder, weil die machen wir jetzt gar nicht mehr, zumindest momentan nicht. Die Masken, nee, so und so. Plupp. Und raus hier. Gut, dann hatten wir noch den Typen, der ja unbedingt ein Foto, oder Dingel, der unbedingt ein Foto von den Damen wollte, war. Ich weiß ja bloß nicht mehr, wo der genau war. Wo war denn der Typi? Dort hinten? Des ersten Tages. Dann muss ich einen reinsäckeln, ist klar. Ja, ich säckel. Da sehen wir uns auf den zweiten Tag noch auf. Spätestens den dritten Tag. Das sind seltene Fische. Warte, hier? Weiß ich nicht mehr, Leute. Doch, er war hier. Der Fanghaken, den wir gerade gestohlen haben, das in der Festung war. Von dem Pil würde gerne Ziffer dafür geben. Oh Gott. Warten können, genau richtig. Alter, wieder ein Bild geben. Hä? Fisch, ein Seepferdchen. Willst, kannst du ihn haben. Eine Bedingung. Das ist ein Bild von einer Piratin. Ja, endlich. Ich dachte schon, wollen wir hier komplett verarschen. Hier, guck mal. Ja, das ist noch so ein Bild, wollte ich haben. Also sind ja alle Spanner. Das muss mir doch geben, oder? Gib mir doch dies hier. Ein Seepferdchen. Frag dich, muss ich wirklich rasch springen oder kann ich auch noch ein bisschen warten? Rasch springen wir zu einem gewissen Nadelfelsen. Ich meine, es hinbringen ist doch kein Problem, aber wie sieht es nachher aus? Weil, wie gesagt, von der Zeit her. Das ich noch schaffe, die restlichen 3 Eier damit noch zu. Machen es anders, Freunde. Abgespeichert habe ich, aber wie gesagt, das ist ja kein Problem. Wow. Aua, danke schön, jetzt reicht's aber. Dankeschön. Wir versuchen es mal, wa? Er sagt zwar rasch, aber nirgends steht von wegen, ja, du musst ganz sofort schnell bringen, sonst krepierst du so etwas. Das steht nirgends. Das Spinnenhaus, ja doch, das hat schon gedauert. Mal gucken, mal irgendwelche Anstalten. Nadelfelsen. Ja, ich weiß, dass du nach Hause willst, kein Problem, machen wir gleich. So. Safety, Safety, wa?
Und ich will jetzt hier rein. Oh, mal, war ja erst 10 Uhr abends, wa? Wir werfen erst abends mal her. Ich kann andere gewähren. Verdammt, hey. Stimmt ja. Habe ich komplett vergessen, es geht ja erst ab 10 Uhr abends. Oh, das wird knapp, Freunde, vor allem mit der alten Oma noch. Ja. Ah ja, doch, versuchen wir es. Nadelfelsen, wo waren die denn genau? Steht hier in der Quest noch etwas? Jetzt haben wir einen Fisch. Für einen Seepferdchen erhalten. Ja. Und allzu weit darf ich sowieso nicht, weil genau deswegen komme ich wieder hier raus. Was da vorne vielleicht? Könnte wohl raus sein. Mann, das dauert und dauert, hey. So, wir sind ja auch schon. Aber sind das echt Nadelfelsen? Nee, das kann nicht sein. Oder etwa doch? Tja. Jetzt die Frage, kommen wir direkt rein oder, Ah, es klappt. Nadelfelsen. Natürlich auch hier die Frage, wo genau lassen wir es eigentlich frei? Wir lassen mal hier frei, wa? Mal gucken, was passiert. Du fügst aber merkwürdige Kräfte, Michael. Ich habe eine Bitte an dich. Bitte folge mir. Okay. Ich glaube original war es noch so, also angenommen, du kennst den Weg auswendig, wird es trotzdem nicht reichen, weil du kannst trotzdem nur mit dem Seepferdchen entlang gehen. Eigentlich, ich meine, der Weg dürfte glaube ich der gleiche sein und angenommen, du kennst den Weg in- und auswendig, kannst du auch ohne Seepferdchen gehen. Theoretisch von der Quest hier müsste es zwar klappen. Naja, mal gucken. In den tiefen Nadelfelsen leben viele gefährliche Seeschlangen. Mein Freund ist doch gefangen. Michael, bitte vertreib als See und rette meinen Freund. Ich dränge noch bitte einmal. Ah doch, geht's doch ohne, wa? Ja, wenn er genug Zeit, komm, Magie ist zwar ein bisschen low, aber geht schon. Was sind das, die Viecher noch? 3 Stück müssen ja noch diese... Die Eier haben, wollte ich gerade sagen. Aber der hat sie scheinbar nicht, ja. Doof, wa? An der Karte sehe ich eigentlich auch nicht, wer sie haben könnte. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Wow! Da ist es sogar eins. Man sehe und staune. Man kann sich was machen, eigentlich, wenn man plötzlich mal, naja, ihr wisst schon, dass mal die Mana ausgeht. Na gut, hat er gesagt, immer im Grund, war. Ich hab's von der Zeit her nicht mehr, war. Wird trotzdem knapp. Ja. Kuckuck, du Trottel!
bereits das nächste Sura. Alter, mit plötzlich ein Schwein, ey. Wobei ich ehrlich zugeben muss, die Seeschlangen erinnern mich ein bisschen... Alter, was war das schon? Ich glaube, die 5. Welt war es damals bei Super Mario 64 auf dem Nintendo 64 halt. Ey, Leute, ich hab die Wasserwelt gehasst, weil ich so Schiss von dieser saudummen Seeschlange hatte. Es war zwar nur eine, aber die konnte irgendwie sich so dämlich anschleichen und so. Es war total übel. Ja, wie gesagt, war halt damals noch, aber trotzdem hat irgendwie immer total... Also ein bisschen Pan natürlich schon. Gut, ich muss allgemein sagen, ich mag zwar Wasser schon, aber nicht Wasserwelten. Und die war echt ein bisschen... Das sind ja mal richtig billig, hey. 2 Treffer immer bloß. Seepferdchen, bist du da? Nicht so aus, wa? Ein roter Rubin. Cool. So, jetzt mal gucken. Jetzt haben wir natürlich die bereits gemacht. Die Frage, wo ist das Seepferdchen? Ja, nur Mana, aber gut. Staffel bitte höher. Wollte gerade sagen, was ist das? Das ist ein Cheater-Trick. Und es hat bloß auch nur eine Truhe hier. Von der Zeit bald 10 Uhr. Gut, im Notfall mache ich es halt erst dann am 2. Tag um 10 Uhr. Wie gesagt, das mit der alten Oma ist natürlich wichtiger. Jetzt fehlt der noch. Also die Frage, ist dort bereits das letzte Ei oder aber ist einfach nur der Kumpel vom Seepferdchen? Scheinbar weder noch. Also, die haben wir jetzt erledigt. Hier war, also, da kommt sich keiner mehr und sagt, no, da fehlt noch einer. Mal gucken, ist da noch einer? Haben wir bereits gemacht, war? Gut. Der ist auch erledigt. So, was willst du, Mann? Das lässt sein! Geil! Ja, und du die alten entscheidende Quizfrage, was zum Henker ist jetzt das andere Seepferdchen? Ich muss jetzt mal eine Flasche, bevor sie mich wieder vergeige. Ich dachte gerade von wegen, dass es dort weitergeht. Ich bin gerade leicht verwirrt. Die Mana braucht sie recht schnell. Nein, wo bin ich hin? Der war's, war. Dort ist er ja! Hat er die ganze Zeit eben verschluckt oder was? Ih. Aha. Hatte gerade, was dauert das lange? Du. Geil, Mann, geschafft! Und ganz kurz mit den Quatschen und so und sagen, ja, Peace, gerne gemacht. Alles klar. Danke, Mike. Du bist von der tiefsten Dankbarkeit. Ein Herzteil! Yes! Seltsamer Fisch, Nummer 2. Seltsam war jetzt gar nichts. Danke, Mann. Nein, wohl gerade. Egal. Gut, Freunde, von der Zeit her, ja, wir haben bereits 11 Uhr. Ich glaube, es mit der Milchball als für den 2. Tag noch und gehe jetzt wieder direkt zur Schädelküste, um halt die Zurai abzugeben. Haben zumindest das mal komplett und können uns dann wirklich auf alles andere konzentrieren. Kommen nachher direkt in den Tempel rein und so, mit dem Lied halt. Ist doch auch geil, oder? Muss man es dazugeben. So, whoop. Also sowas an sich mehr nötig. Dann natürlich inventarmäßig. Hallo? Geht doch.
Alle Eier abgeben. Das dürfte eigentlich so lange dauern. Blub. Das ist Nummer 5. Dann haben wir Nummer 6. Und weil es so schön war, natürlich auch noch die Nummer 7. Blub. Gut, allein und zusammen sind wir das Sinn. Es beginnt gleich rasch vor der Aquariumtrete. Jo, bin da. Jetzt bin da. Oh, ist das süß. Kleine Quallen. Irgendwie sieht es aus wie Noten, wa? Ja, man glaubt es kaum, doch das... Seht nur, was zu bedeuten das hat. Sie spielen uns das Lied. Das Lied des Todes? Nee. Du nicht verstehst, wie die Sora-Kind aufgereizt sich haben? Doch natürlich, wie Noten. Den Bossa Nova der Kaskaden erlernt. Oder? Nichts passiert. Das heißt, du verwendest das falsche Instrument. Hä? Echt jetzt? Ja, mal gucken, wa? Dann sollte doch richtig loslegen hier. La. Geile Sache. Ja, das geht ja voll ab, ey. Vollen Bass drauf irgendwie. Naja. Geile Gitarre eben. Klingen lässt. Juhu. Das Richtige ist wahr. Ja, jetzt. Die Sora sind geboren. Das Lied, du spielen musst. Genau, und somit würden wir dann in den nächsten Tempel gelangen, Freunde. Geil, wa? Zumindest mal eine Theorie. Was brauche ich jetzt für die alte Dame? Eigentlich gar nicht mal so viel, wenn wir da sein sollen. Machen wir zumindest mal Fassmann-Stand. Mal ganz kurz. So, schon besser. Die Kuhmaske kommt hier hin. Dann würde ich doch gerne mal in den Inventar noch ein bisschen anders sortieren. Wieder mal hier hin und das dahin. Perfekto, neues Lied gelernt. Ist es nicht schön, Freunde? Da wurde noch eins hier, wa? Und zwar für den letzten Tempel. Und das hier war, also sprich das hier war etwas komplett anderes. Weiß gar nicht mehr, was es war, aber war auch cool. Die Zeit sind wir fast rum. Ich würde trotzdem jetzt mal gerne zu den Unruhestand, vor allem das mit der Oma erledigen. Haben wir das zumindest schon mal safe von den letzten Tag dann unterwegs sein. Nächsten Tag ist schon. Am zweiten Tag natürlich. Gehen wir zum Spinnenhaus und ja, so ein paar Dinge. So, mal gucken, hier sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ich glaube, sagen wir gar nicht hier, war. Wartet bereits irgendwo. Natürlich, wie kann man so blöd fragen? Aber trotzdem ein bisschen zu lange, Leute. Kann man überlegen, welche Reihenfolge raschen wird. Verrechts immer die 100 Zahl mit der von Kronos. Ja, zumindest mal ganz kurz bitte. Ich bin voll besoffen. So gehen vielleicht schon viel schneller wieder. Sekundentakt Wortwörter gehen die Minuten herum. Ach ja, ist ja nicht schön, wenn alles funktioniert, wie es soll. Kann man eigentlich als Gag noch irgendwie die Felsmaske auflegen, wa? Hier ist keiner. Ich? Nö, bin nicht hier. Wer soll hier sein? Ich weiß, Taya, ich weiß, wobei kommt echt es. Ja doch, sie kommt bereits. Ich dachte gerade von irgendwo, muss um 1 Uhr kommen, aber nee.
Sie kommt jetzt schon. Ich bin ganz fröhlich, ganz fröhlich. Au, pass auf, Mann! So, tschüss. Und dann wieder mal komplett die Kaffee-Quest verarscht. Naja, pass auf dich auf, Mann. Ja, man natürlich, wie immer. Dankeschön, wenn der Dame. So, wieder mal zurücksetzen. Ja, muss langsam zugeben, ich habe die Lieder ganz gut drauf, so, wa? Also zumindest mal die meisten. Die wichtigsten, sag's mal so. Die habe ich doch ganz gut drauf. Was wollte ich schon wieder? Genau. Geht schneller. Gut, gut, gut. Ja, ich überlege, was kann man noch alles machen, Leute. Es gibt noch so viel zu lernen, weil ihr seht, wir haben noch so viele Herzen zu erobern. Zu erobern vor allem. Bitte drin sind näher. Ah, geht sogar noch. Geil. Da sind wir so mürrisch hier, wa? Hey du, Milch, ich will Milch. Kann man Milch rein, kann ich Schwips bekommen? Wer weiß. Du kannst mich mal ankotzen, dann geht das schon. Wir hatten eigentlich alle Auftritte gehabt, aber er wurde abgesagt. Das Lokal steht im Ruf, ein hervorragender Platz für Live-Konzerte zu sein. Was für eine Schande. Trotzdem würde ich gerne einen Soundcheck machen. Ich weiß nur einmal leben, wie es gewesen wäre. Hey du, mal kurz zur Hand gehen? Jo. Du, aber nicht mit der Maske auf. Okay, pass genau auf. So Leute, das wird gleich richtig episch werden. Ist nur noch nicht, aber nachher. Pause ist zwar vorbei, komm, wir machen ein bisschen länger. Ihr habt's doch verdient. Das hört sich geil an. Berührende Klänge. 1. Instrument wiederholen. Wie kannst du das? Du Grün, das ist voll scheiße, ey. Mann, du bist doch ein Penner. Ich zeig dir mal all meine Power, hey. Deko-Action. Hey, du. Okay, Mann. Ein Blasinstrument. Ja, ich spiele ein Blasinstrument. Klingt doch gar nicht mal so schlecht. Der kann noch viel geiler. Okay, es wird so geil an, wenn das überhaupt möglich ist, dass sie alles miteinander hören, das ist nur so ein Rätsel. Und das Lärm etwa? Naja, kann auch gar nichts recht machen, wa? Grund-Action, ich wumme gleich los. Ups, Entschuldigung, das war gar nicht geplant. Jetzt. Der linke Scheinwerferlicht. Okay, hier. Ist ja sehr ideenreich. Was ist geil an? Das ist gut, das ist ja alles scheiße, hey. Halt die Schnauze, kommt die geile Verwandlung. Denn jetzt spiele ich eine Gitarre. Eine Bassgitarre, keine Ahnung. Also zur Hand gehen? Okay. Ja, muss was dort sein. Was soll es sonst sein? Hier. So, A, X, R, L, A, X. Nein! Ah, Entschuldigung! Knöpfe vertauscht, ich Trottel. So, jetzt aber. Und jetzt natürlich alles wieder mal Combination! Oh yes, Mann, das ist die Link Band. Das war großartig. Jetzt diese Melodie. So viele Erinnerungen zurück. Ich möchte weinen.
Die Ballade vom Windfisch. Dieses Lied hat ursprünglich mit der Indigo Ghost damals in der Olymp der Musikbranche gehoben. Vor langer Zeit habe ich dieses Lied bekannt von der Zeit gehört. Wegen der Musik wollte ich ins Showgeschäft. Ich hatte gehofft, die Interpretin des Stücks kennenzulernen. Damals hat Lulu den Part des Sängers übernommen. Sie war die Mutter der derzeitigen... Na, ist egal. Ein Ohren hören. Naja, hör mal. Das ist mal das Angebot. Da bitte in diese Maske als Entschädigung. Und es ist die Maske des Zirkusdirektors. Selbst ein Herz aus Stein erweicht werden kann. Ich überlege gerade, wofür war eigentlich diese Maske gut? Ich glaube auch irgendwie für ein Herz, ich weiß nicht mehr für welches. Das ist doch voll schräg, Mann. Du. Das ist ein Gesicht, wa? Das ist alles scheiße, Mann. Naja, mal gucken. Seid mal ganz kurz. Könnt ihr heulen? Ich spiele es nochmal. Nö. Spinnst du sicher nicht? Tschüss. Ihn anquatschen. Hallo. Meine Brüder fragen, wie es ihnen wohl geht. Mit den Brüdern soll nicht quatschen mit der Maske. Wieder muss ich weinen. Der Part zu Ende ist, deswegen musst du weinen, du Trottel. Okay, warte mal, sehr nett von mir. Freunde. Lass mal sagen, wieder mal Standard Equipment und dann, okay, 4 Flaschen. Du bist eine richtige Flasche. Ja, die Maske lassen wir mal noch. Plupp. Und gehen dann wieder. Und um 6 Uhr morgens geht es weiter wieder mal mit der Lotterie und wieder mal nicht vergeigen, hoffentlich. Ja. Hoffentlich, wahr? Nun gut, wollen wir sagen, in diesem Sinne mal danke fürs Zusehen, weil wir ein sehr ein erfolgreicher Part von uns. Ja. Gut, das war mal so, ja, genau, das Kaffee-Quest und so, das kommt ja alles noch. Stammkunde war auch noch etwa, Schießbude fällt mir noch, war Meisterschütze natürlich auch noch. Comeback der Frösche, genau, das, sind vergessen's, nö. Und vergessen's. Die Beleuchtung fehlt, das können wir vielleicht am nächsten Part noch machen. Aber ja. Vorher natürlich ganz klar Lotterie, plus dann das Spinnenhaus und dann noch ein bisschen Zur-Quests, weil ich will den 3. Tempel dann wiederum erst im nächsten Tageszyklus machen, weil ich habe nicht mehr so gut in Erinnerung und wir haben es im 2. Tempel gesehen, dass weil in 2 Tagen schaffst du das und so, eher weniger, war. Naja, wir sehen wieder mal, danke fürs Zusehen und Arrivederci, ciao zusammen.